Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare Video. Ja Leute, bevor wir reingehen, natürlich wie immer der Hinweis in eigener Sache. Wenn euch gefällt, was ihr seht und ihr gerne mich und den Kanal hier unterstützen wollt, abonniert einfach den Kanal. Abo-Button findet ihr unter dem Video. Ist völlig kostenlos auf YouTube. Vielen lieben Dank. Zweiter Hinweis. Ich werde dieses Video diesmal zweigeteilt machen, weil wir haben heute einen Tag nach dem Spiel. Ja, ich habe gerade ein bisschen Zeit. Es sind schon 150 Kommentare da. Von daher beantworte ich die jetzt schon mal und werde dann in 2 Tagen nochmal gucken, ob noch ein paar neue dabei gekommen sind und werde das dann einfach aneinander schneiden und euch dann hochladen. Ja, und damit würde ich sagen, rein in die Kommentare, ne? Gut. Deswegen sind die Kommentare diesmal auch von Neueste zuerst geordnet und nicht von Top-Kommentare, falls ihr euch da irgendwie wundert. Gut, gehen wir rein. User RM, freut mich für die Mannschaft und Glückwunsch an alle, die für den FC Bayern sind und an dich, Kai. Deine Analysen, Prognosen, Kommentare sind professionell und emotional. Danke dafür. Der FC Bayern müsste auf dich zukommen, ob du nach jedem Spiel ein Statement und eine Analyse als hilfreichen Beitrag für Team und Fans abgibst. Das wäre was Neues und bringt Aufklärung und Verständnis. Carlo, vielen lieben Dank dafür, ist natürlich absolute Utopie und ich selber sehe mich natürlich auch nicht als Experten oder sowas, ne? Nur um das hier nochmal klar zu sagen. Also, ich bin irgendein Dude, der den FC Bayern im Herzen trägt seit seiner Geburt und das äußert. Ja, der ein oder andere findet es als gut, einer oder andere gefällt die Art und Weise, einer oder andere nicht und das ist völlig gut so. Aber vielen, vielen lieben Dank für deine Worte, freue mich natürlich gerade. Uwe, wäre doch schön, wenn der FC die Champions League gewinnt und Tuchel vor den Vereinsbossen mit dem Pokal herumtändelt. Ja, aber das wird die Vereinsbosse auch nicht wirklich interessieren. So, genauso wie es mich nicht wirklich interessieren würde. Ja. Dafür hat Tuchel einfach 11 Monate lang zu sehr, weiß ich nicht was gemacht, versucht den FC Bayern zu demontieren. Also ganz kurzes Beispiel, warum spielt jetzt auf einmal ein Eric Dyer und ein De Ligt und ein Pavlovic? Warum spielen die jetzt auf einmal durchgehend? Warum nicht von Anfang an so? Warum musste man da Minjay und Opa durchdrücken? Warum musste man die ganze Zeit einen Kimmich auf der 6 stellen? Alles Fragen, die wild sind, die jetzt auf einmal gar kein Problem ist, das einfach über den Haufen zu werfen. Ja, wild. Und dass man dann, wenn die Leute auf den Positionen spielen, vielleicht einen Tacken besser spielt und man eher wieder mehr sieht, dass sich eine Mannschaft entwickelt, dass sich eine Hierarchie entwickelt, ist klar. Ja, aber warum erst jetzt, nachdem es geheißen hat, Tuchel ist raus? Also von daher, nein, das würde kein. Natürlich wäre es ein schöner Abschluss für den Thomas und natürlich wäre es ein schöner Abschluss für unsere Saison, aber wer das ja auch nur ansatzweise glaubt, natürlich kann immer mal auch mit einer schlechten Form und wenn man ein bisschen Losglück hat und Spielglück hat und man eine Pokalmannschaft ist und so weiter, klar kann das irgendwie irgendwo klappen. Aber aktuell ist es in meinen Augen noch nicht wirklich realistisch. Ja. Da müssen wir alle ein bisschen auf dem Boden bleiben. Michi, ich gehe mit deiner Spielerbewertung mit, bis auf Müller und Kimmich und De Ligt. Alle 3 bekommen von mir eine Note 2. Mach weiter so, deine Videos sind gut. Weltklasse kann noch werden. Mach weiter so. Vielen lieben Dank, Michi. Ja, und schön. Ich mag das immer, wenn ihr auch schreibt, wie ihr das seht. Und wenn man das in so eine vernünftige Art und Weise schreibt. Ja. Ich habe auch schon, ich weiß nicht, vielleicht kommt ja noch der ein oder andere Kommentar, wo das Gegenteil ist. Vielen lieben Dank dafür, Michi. Und ja, ich finde es immer interessant, auch die Sichtweisen von euch zu sehen, wie ihr so den einen oder anderen Spieler benotet. Von daher vielen lieben Dank. Gregor, die Leistung hat diesmal einfach gestimmt, nur das zählt. Gegen andere eher nicht so starke Gegner wie Bochum oder Freiburg hat man auch gepatzt. Jetzt bitte so weitermachen. Zu verlieren haben wir nichts. Nö, zu verlieren haben wir auch nichts. Ich kann euch nur sagen, dass ich einfach sprachlos bin. Habe persönlich nicht mit dieser Leistung gerechnet und mit dem Teamgeist. Auch die Fans waren voll dabei, die gesamte Symbiose hat diesmal gepasst. Warum nicht immer so? Klar, es war nicht alles perfekt, aber die Leistung hat diesmal insgesamt gestimmt. Lange nicht mehr die Mannschaft so performen gesehen. Ich will nicht von Enthusiasmus sprechen, aber das gibt mir definitiv etwas mehr Hoffnung zurück. Jetzt ist es wichtig, daran weiter anzuknüpfen und es bitte langfristig bestätigen. Diesmal hat man konsequent alles ordentlich zu Ende gespielt. Mit der richtigen Planung und Einstellung kann es also doch funktionieren. Ja, ich gehe mit. Ich habe es ja auch erwartet. Ich habe es ja auch im Stream am Montag ein bisschen erklärt, warum ich das erwarte. Ja, es ist halt wichtig jetzt dann, man hat nur noch ein Ziel. Ja, alles andere ist durch. Bundesliga ist Wumpe.
Da ist es in meinen Augen jetzt wichtig, diese Kombo, die sich da ja anscheinend gefunden hat, gerade in der Innenverteidigung und auch mit das Zusammenspiel mit Pavlovic, das jetzt auch durchzuziehen bis zum Ende der Saison. Ja, und jetzt nicht wieder anfangen dann, ach ja, der Minje ist aber mein Liebling, den bringe ich jetzt lieber wieder rein. Nein, da muss man das jetzt auch mal durchziehen, zumindest solange die Spieler die Leistung bringen, die sie gerade bringen. Ne? Und vielleicht den einen oder anderen Jungen jetzt mal heranführen in der Bundesliga. Ja, so, ich denke da an so einen Brian oder auch an Tell, dass die mal ein bisschen mehr Spielzeit bekommen in der Bundesliga. Weil da ist eh gelaufen, der Schuh. Dr. Pennywise, ich frage mich, wo bei diesen wichtigen Spielen unsere vielbeschäftigter Bundestrainer immer steckt. Es gibt doch keine bessere Gelegenheit, sich und die Bevorstehende eben positiv in den medialen Fokus zu rücken. Nebenbei könnte man sich ein Bild von den Spielern live und in Aktion machen, aber vermutlich hat Nagelsmann andere Prioritäten auf seiner To-Do-Liste. Ganz ehrlich, das ist mir persönlich völlig Wumpe. Ich kann das nachvollziehen, dein Argument, aber soll sich der Bundestrainer jetzt bei jedem Champions League-Spiel hinstellen, bei Dortmund, bei Bayern, bei Leverkusen? Weiß ich nicht. Michael, mir kommt der Kimmich einst hochgelobt immer ein bisschen schlecht weg. Führungsspieler war er auch nie in meinen Augen. Soll er nicht mehr sein. Sechser auch nicht. Und wenn er den Holding-Verteidiger spielt, weil er ja nicht überall so offensiv rumlaufen soll, ist es auch nicht recht. Eigentlich kann er nach seiner kleinen Stutzung machen, was er will. Er bekommt immer auf die Fresse. Nee. Ich denke, dass ein Neuanfang in einem anderen Verein ganz gut für ihn ist. Ja. Bayern ist jetzt verbrannte Erde für ihn. Nein. Also das Fußballspielen hat er wohl noch nicht verlernt. Nein. Aber dass es ein paar Spieler gibt, denen man im Nachhinein noch einen Tränen hinterher geweint hat, gab es ja schon noch. Er könnte einer davon werden. Er könnte einer von denen sein. Nein. Ich sage das auch, weil man später vielleicht sagen könnte, warum hat er das nicht bei unseren Bayern gezeigt? Spielt gar keine Rolle. Antwort, jetzt schon. Weil er nicht in einem funktionierenden System, es gibt bisher keins, eingebaut wurde, sondern demontiert wurde. Ja. Natürlich nur meine Meinung, aber so sehe ich das. Okay. Gehen wir mal kurz durch. Thema Kimmich bin ich drin, Leute. Gar kein Problem. Ja, natürlich ist er kein Sechser. Weil er nicht so überall offensiv rumlaufen soll, ist es auch nicht recht. Nee, er soll auch gar nicht dann offensiv rumlaufen. Ja, wenn das Spiel nicht hergibt, muss er das nicht tun. Wenn man aber hinten mit einer Dreierkette spielt, damit die Außenverteidiger weiter vorgeschoben werden, dann verlange ich von einem Außenverteidiger, dass er die Linie mal lang geht und auch mal eine Flanke schlägt. So, das war meine einzige Kritik offensiv am Kimmich, weil das habe ich nicht gesehen. In der ersten Halbzeit ist er 1-2 Mal in den Strafraum gelaufen, hat dann versucht reinzupassen, das war gut, habe ich auch erwähnt. Aber das ist meine Kritik, die ich habe. Ich habe nicht eine vernünftige Flanke von Herrn Kimmich gesehen und das ist sein Job als Außenverteidiger. Des Weiteren ist er mir negativ aufgefallen, indem er dreimal wieder in der Mitte rumstand und auch keine Anstalten gemacht hat, auf die Rechtsverteidigerposition zu gehen. Erst als er irgendwie von irgendjemandem angesprochen wurde oder von der Seitenlinie irgendwas gehört hat, keine Ahnung, hat er sich dann begnügt, doch mal wieder auf die Rechtsverteidigerposition zu gehen. Hat dann sogar, wo Conny Leimer auf dem Platz war, versucht, den Conny dahin zu schicken, anstatt selber dahin zu gehen. Und das meinte ich halt mit Ego über die Mannschaft stellen. Das geht nicht. Punkt. Dass es defensiv okay war, ja, Lach natürlich, habe ich ja schon gesagt, auch in der Analyse, auch an Leroy Sané, weil er eben mitgeholfen hat. Letztes Mal war es defensiv nicht gut, weil Kimmich auch alleine war, habe ich auch gesagt, habe ich nicht nur Herrn Kimmich die Schuld in die Schuhe geschoben, ja, um das mal ganz klar zu sagen. Und er bekommt auf die Fresse, wenn er nicht das tut, wofür er da ist. So, er hat vor der Saison gesagt, er ist ein klarer Sechser. Er kann absolut keinen Sechser spielen, ist katastrophal, was er da geleistet hat und dann gehört er auch in jedem Spiel kritisiert. Punkt. Dass ich ihn als Rechtsverteidiger sehe, habe ich gesagt, da bleibe ich auch bei. Er kann die Rolle mit Sicherheit gut ausfüllen, hat er schon gezeigt. Klar braucht er Zeit, da wieder sich reinzufinden, ist natürlich was anderes. Sieht man auch, indem es ihn immer noch mehr in die Mitte zieht. Aber dass ich ihn dann als Außenverteidiger, was er dann in Lieboy gemacht hat, 3-4 Mal, dass er dann von außen als Außenverteidiger mit dem Ball in die Mitte dribbelt, das fühle ich persönlich nicht, weil wenn der Ball dann verloren geht, ist kein Außenverteidiger da. Ja, gut, jetzt können wir sagen, ja, wir haben hinten mit einer Dreierkette gespielt, dann ist nicht ganz so schlimm. Alles gut, gehe ich mit. Das sind die Dinge, die mir aufgefallen sind. Und ich habe einen Kimmich mit einer 3- bewertet, nicht mit einer 4 oder 5. Also mit auf die Fresse kriegen, verstehe ich aber was ganz anderes. Neuanfang im anderen Verein, definitiv. Ja, definitiv tut ihm das gut, tut das unserem Club gut.
und da würden alle nur gewinnen. Gehe ich 100% mit. Dass Bayern verbrannte Erde für ihn ist absoluter Müll. Wie kann man denn so einen Mist erzählen? Sorry. Ja? Nur weil ich und vielleicht ein kleiner Teil der Bayern-Fans ihn kritisiert für das, was er nicht kann, wenn er das versucht zu tun, hat das doch nichts mit verbrannter Erde zu tun. Ja? Also, I don't know, wie du auf die Idee kommst. Keine Ahnung. Kann ich nicht nachvollziehen. Dass er das Fußballspiel nicht verlernt hat, ja, er hat schon einen Teil verlernt. Wenn man den Kimmich vergleicht, jetzt und von vor 2 Jahren, ist das schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, muss man leider so sagen. Eine Träne weine ich ihm nicht nach. Nein, ich habe auch in Toni Kroos keine Träne nachgeweint. Ich habe ihm das gegönnt, dass er bei Real so durchgestartet ist. Völlig fein. Und Kimmich würde ich erst recht keine Träne nachweinen. Der Kimmich kannst du mit dem Kroos auch nicht vergleichen. Der Kimmich bringt seit 2 Jahren keine Leistung und bekommt 20 Mille. So. Ja, er bringt Leistung, aber nicht die Leistung für das Gehalt, was er bekommt und die Leistung, die er eigentlich dazu imstande ist, diese zu bringen. Ja, woran das jetzt liegt, welche Faktoren, ist am Ende des Tages scheißegal. Das geht seit 2 Jahren so und dann, ja, dann geh. Er wollte vor der Saison nicht weg, das war das Problem, sonst wäre er vor der Saison schon verkauft worden. Aber warum sollen wir ihm dann eine Träne nachweinen? Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ein Kimmich bärenstark war, wo es dann irgendwie, wo man gesagt hätte, ach du Scheiße, jetzt ist der Kimmich weg. Selbst da hätte ich ihm keine Träne nachgeweint. Ja? Er ist halt kein Schweinsteiger, kein Lahm, die super sich mit dem Verein identifizieren oder sonst was. Das war er nie, wie du gerade selber sagst. Führungsspieler war er nie. Er wollte das immer sein, hat es nie geschafft, bei uns sich durchzusetzen gegen die alten Granden, Müller, Neuer und so weiter, früher die anderen, die noch da waren. Nee, ich habe einen Kimmich nie so wahrgenommen. Ich war immer Kimmich-Fan. Kannst gerne mal die Videos hier vor 1,5 Jahren auf meinem Kanal durchschauen, dass ich den Kimmich, oder auch vom Jahr, dass ich den Kimmich noch immer maßlos verteidigt habe, aber irgendwann war das Maß halt voll und das ist es bei mir. Ja, und das hat nichts mit verbrannte Erde oder was weiß ich, was du geschrieben hast, hier zu tun. Aus meiner Warte. Ich weiß nicht, ob du mich damit meinst mit dem Post. Ich beziehe den auf mich, weil du mir unterm Video geschrieben hast und da auch nichts anderes drin stand. Ja, und ich weine ihm keine Tränen nach. Und wenn er nach Barca geht, nach Manchester City und da wieder richtig gut performt, dann gönne ich ihm das aus meinem tiefsten Herzen. Ja, Kimmich ist ein guter Typ. Ich mag ihn, dass er diesen Ehrgeiz hat. Bei uns leider viel zu viel davon. Aber wenn er woanders hinkommt und er muss sich wieder beweisen und muss wieder liefern und schafft das dann, da freue ich mich für ihn. Das ist doch logisch. Ich weiß nicht, warum ihr das immer so auffassen müsst, als könnte man den Spieler nicht leiden oder könnte den Menschen nicht leiden oder gönnt dem das nicht. Nein, ich kritisiere die Leistung, die er zeigt. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Nicht den Spieler Kimmich, nicht den Menschen Kimmich, nicht den Typ Kimmich. Seine sportlichen Leistungen, und die waren scheiße diese Saison. Punkt. Die waren schon letzte Saison scheiße. Punkt. Und warum sollte ich diesem Spieler dann eine Träne hinterher weinen? Führungsspieler kriegt er auch nicht hin. Versucht er seit Jahren, kriegt er nicht hin. Also auch kein Verlust. Ja, also Punkt. Muss ich diesem Spieler keine Tränen nachweinen. Aber das heißt doch nicht, dass ich ihm nicht gönne, dass er wieder zu alter Stärke oder vielleicht sogar noch besser wird als diese Stärke oder Form, die er mal bei uns hatte. Ey, hat er meine volle Gönnung. Ja, gönn jedem das, der bei uns weggeht, der im Guten weggeht. Er ist ein gestandener, erfolgreicher Spieler bei uns gewesen. Natürlich gönne ich ihm dann, wenn er woanders Erfolg hat. Ist doch logisch. Also, solange der Erfolg da nicht gegen uns ist alles gut für mich. Da schwingt mir halt wieder so dieser Vorwurf mit in deinem Post. Weiß nicht, ob das so gemeint ist, keine Ahnung, aber ich wollte es mal erklären. Ja. Philosophiker, Losglück wird das einzige sein, das weiterhelfen kann. Das war mir mit der schwächste Gegner. Mit Glück könnte jetzt noch Dortmund oder Ajax kommen, vielleicht noch Barcelona und ihr Gegner. Dann hört es schon auf, aber ich lasse gerne naive Tuchel-Fans weiterträumen. Weiß ich nicht. Erstmal hat das nichts mit Tuchel zu tun. Das können wir mal festhalten, weil Tuchel mittlerweile die Spieler aufstellt, die er eigentlich gar nicht spielen lassen wollen würde. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob das noch unbedingt so viel mit dem Tuchel zu tun hat, was da gerade passiert. Und ja, also das Leistungsniveau, was wir diese Saison gezeigt haben, jetzt auch gegen Lazio, war natürlich kein Leistungsniveau, wo man sagt, wow, wir können aber um die Champions League spielen oder sowas.
Nee, da muss schon super viel zusammenkommen an 2 Tagen im K.O.-Spiel. Ja, aber das ist ja auch Fußball. So, im Fußball ist immer alles möglich, ne? Das darf man halt nicht vergessen. Im Fußball schlägt der Letzte, der schlägt den Ersten, der, was weiß ich, wie lange ungeschlagen war. Passiert immer wieder im Fußball. So. Von daher, da darf man nichts ausschließen, man ist weiter, so, man guckt von Spiel zu Spiel und das ist gut so. Punkt. Und solange ich da eine leidenschaftliche Mannschaft sehe, die alles versucht, bin ich auch fein damit. Dass da nicht gerade alles zusammenpasst und so weiter, ist doch völlig klar. Ja, guckt euch die letzten 11 Monate an. Also. Ja, da darf man nicht blauäugig sein, man muss sich jetzt aber auch nicht irgendwie kleinreden oder schlecht reden. Ne? Das muss man auch nicht tun. Also wir sind am Ende des Tages immer noch der FC Bayern München, wir haben immer noch Spieler von massig Qualität in dieser Mannschaft. Und wer weiß, vielleicht können die Spieler irgendwann mal ihre Qualität mal wieder abrufen, weil der Ehrgeiz geweckt wird, dass sie nicht komplett diese Saison in der Senke verschwinden wollen oder in der Bedeutungslosigkeit. Oder vielleicht wollen sie sich nur wieder für andere Top-Vereine empfehlen. Wer weiß das schon, was in so Gedanken bei den Spielern vorgeht. Keine Ahnung. Ist am Ende des Tages auch wurscht. Ne? Wenn wir sehen, dass die Mannschaft, oder wenn ich sehe, dass die Mannschaft will und versucht und macht und tut. Und natürlich wird sie irgendwann an einen Gegner kommen, wo die Qualität nicht mehr reichen wird. Dafür haben wir diese Saison einfach nicht, diese Qualität als Mannschaft. Aber wer weiß, was die nächsten Wochen bringen. Vielleicht entwickelt sich noch irgendwie ein Teamgeist wieder oder sonst was. Man weiß es doch nicht. Aber nein, ne, man darf da nicht blauäugig sein, da bin ich bei dir. Aber man muss auch nicht schwarz und weiß malen. Einfach mal abwarten. Ja, wer weiß, wenn du als Gegner kriegst, ja, dann vielleicht verlierst das Hinspiel 3-0, dann ist das so. Vielleicht gewinnst das Hinspiel aber auch 3-0, dann ist das auch so. Also immer mal locker bleiben. So, Philosophica war ein gutes Champions League-Spiel und der Wille war bei allen Spielern da gegen einen italienischen Gegner auf dem Niveau von Platz 7 bis 9, also Freiburg und Co. nicht mehr. Eine italienische Mannschaft, die in 7. Ligaspielen 20 Tore geschossen hat, also super torgefährlich. Ja, ich habe gerade meine Meinung gesagt. Spellforce-Fan, Algo. Doli, das Spiel zeigt doch eindeutig, dass es, sagen wir mal vorsichtig, eine 50-50-Geschichte ist. 50 vermutlich Tuchel, der irgendwas nicht passend macht und 50% die Mannschaft. Der Weg, den du beschreibst und den hoffentlich auch Freund und Eber konsequent gehen, die Mannschaft komplett zu durchleuchten ohne Sympathien und radikal auszusortieren, nämlich derjenige, der nicht mehr leistungsfähig oder nicht mehr hungrig genug ist. Zu dem Spiel, gerade das dritte Tor hat mir sehr gefallen, da wir dort im Tiki-Taka wie unter Pep ruhig dominant aufgebaut haben. Den Gegner haben laufen lassen und erfolgreich abgeschlossen haben. Edith de Ligt muss gehalten werden, also kein als kleiner Einschub. Ja, de Ligt hat Vertrag. Also wir müssen nicht immer davon reden, der muss gehalten werden. Der hat einen Vertrag. Punkt. Ja. Wenn der neue Trainer sagt, ja, de Ligt ist für mich mein Abwehrchef, so dann, es gibt keine Wahl. Ja, er hat nicht nur ein Jahr Vertrag, der hat noch längerfristig Vertrag. Andi La Rocha, was du nicht alles vorher sagst, ein wahrer Hellseher. So sieht's aus, Andi. Red Vanay. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast vor dem Spiel, aber kurz vor Anpfiff, als Lazio schon auf ihren Positionen stand, hat sich jeder nochmal gegenseitig abgeklatscht und Mut zugesprochen. In einem geschlossenen Haufen und da wusste ich schon, das Spiel wird anders. Wie immer, Top-Video, unbedingt mehr Uploads. Ja, mehr Uploads geht nicht, als wie ich schon uploade. Ja, das hat man auch während des Spiels gesehen. Ja, denkt mal zurück, wann habt ihr das letzte Mal gerade vorne Harry Kane, Musiala, Sané, Müller, bei jeder auch nur kleinen Chance, auch wenn es vielleicht nicht so geklappt hat, wie man sich vorgestellt hat, wurde abgeklatscht, wenn man an jemanden vorbeigegangen ist. So, wann haben wir das zuletzt gesehen? Ja, allein das hat doch schon gezeigt, dass da ein gewisser anderer Geist vorherrscht. Ob wir das jetzt mitnehmen, darauf aufbauen, sonst was, wird die Zeit zeigen. Ja. Tommy, gute Analyse und sehr cooles Trikot. Danke. Kaffel, ist das jetzt endlich das Signal zu wieder besseren Zeiten oder leben wir am Wochenende wieder den Rückfall? Schon nach dem Leipzig-Spiel mit dem Sieg in letzter Minute dachte ich, das gibt jetzt einen Schub, aber leider bewies das Freiburg-Spiel das Gegenteil und die Mannschaft war ganz offenbar der Meinung, dass Leverkusen-Vorsprung noch nicht groß genug ist. Sage ich gleich was zu, auch wenn Bayern kein Meister mehr werden kann, hat die Mannschaft die Pflicht, jetzt alle ausstehenden Bundesligaspiele zu gewinnen, um zumindest den Rückstand großmöglich zu verringern. 10 Punkte Rückstand oder gar mehr auf Leverkusen sind schon arg peinlich. Zum Glück hat man wenigstens die Blamage gegen Lazio abgewendet, aber ob es für die Top 4 reicht, ich habe da leider große Zweifel. Moment. Ich weiß nicht, ob du im Stream dabei warst, wahrscheinlich nicht.
Ich habe es ja gesagt, wie ich das sehe. Also gegen Leipzig habe ich das gesagt. Es war ein gutes Spiel, mannschaftlich geschlossen und so weiter. Gegen Freiburg habe ich das Gefühl gehabt, dass jeder Spieler 10, 15% weggelassen hat. Mit Sicherheit nicht bewusst, ja, da müssen wir nicht drüber reden. Aber jeder Spieler sieht doch auch bei 8 Punkten Rückstand auf Leverkusen, so wie die Fußball spielen, wie konstant wie die performen. Es wird kein Spieler vor der Kamera sich stellen und sagen, ja, nee, die Meisterschaft ist weg. Aber die Meisterschaft ist weg. Und das wissen diese Spieler auch. Und dann wussten sie auch, wow, in 3 Tagen spielen wir gegen Lazio. Da muss ich 120% geben, da muss ich alles rausballern. Und dann kann man schon verstehen, dass dann vielleicht ein paar Prozentpunkte gefehlt haben. Na klar, darf das nicht sein, erst recht nicht, wenn man 20 Millionen verdient im Jahr. Aber das sind auch alles Menschen am Ende des Tages. Ja? Und genauso wie es nicht sein kann, dass Kimmich, Goretzka und so weiter seit 2 Jahren unterperformen, habe ich auch erklärt, das sind Menschen, die haben vor 2 Jahren 6 Titel gewonnen, die haben alle ihre Ziele erreicht. Sowas darf man immer nicht vergessen. Ja? Und von daher habe ich mit dieser Leistung gerechnet, die wir gesehen haben gegen Lazio. Natürlich war da jetzt nicht alles super, ja, aber es war die richtige Einstellung, der richtige Spirit in dieser Mannschaft und das war wichtig zu sehen. Und da hat man schon aufgebaut auf dem Leipzig-Spiel. Ja, dass Freiburg da ein kleiner Hänger war, gehe ich mit. Die erste halbe Stunde war absolute Frechheit. Gehe ich 100% mit. Aber ich glaube, es ist trotzdem auf einem guten Weg. Vor allen Dingen, wenn man jetzt auch mal hinten die Abwehrreihe so lässt, wie sie gerade ist. Ja, da muss man nicht wieder rumfingern, da muss man nicht wieder einen Davis da reinschieben. Da muss man nicht wieder rechts irgendwas rumfummeln. Lass die Reihe so, wie sie ist. Lass den Pavlo im defensiven Mittelfeld. Lass den Goretzka da, wenn das so gut klappt mit dem Aufbau, dass wir da auf Dreierkette stellen und sowas. Lass sich das noch ein bisschen einspielen. Und wer weiß, wenn wir als Gegner kriegen in der Champions League und dann sieht man doch, ob noch was möglich ist oder nicht. Ja, so. Man muss von Spiel zu Spiel denken und fertig. Und was die Bundesliga anbelangt, na klar, also, das reicht nicht für die Top 4. Was ist denn los? Wir müssen die Kirche auch mal im Dorf lassen, wa? Und klar, in der Bundesliga wäre es schön, wenn so ein Brian und so ein Tell jetzt endlich mal Spielzeit bekommen würden. Ja, fertig. Oder vielleicht auch so ein Gnabry, mal gucken, ob der noch Bock hat nach seiner Verletzung. Wäre schön, wenn diese Spieler da mal ein bisschen rangeführt werden würden und gut ist. So, Cosmic Bandido, lief doch mit deinem Tipp. Meine Meinung, Neuer 2 war da und aufmerksam. Dyer 2 unaufgeregt stark. De Ligt 1,5, eine Freude, ihn zu sehen. Guerrero 3 fehlerbehaftet, hatte Glück, dass sein Schussversuch zur Vorlage mutierte. Kimmich 3 gefällt mir persönlich nicht mal mehr als RV, kann Gegner nicht überspielen, wird leicht überspielt. 19 von 20 Pässen gehen zum IV zurück. Goretzka 3, Mission Selbstvertrauen erkämpfen gestartet. Pavlovic 2,5, super gemacht, Junge wirkte gegen Ende müde. Musiala 3, wenn er sich schon festrennen muss, erwarte ich von ihm mehr Einsatz in der Ballrückeroberung. Aber die hat er doch echt gehabt. Also da muss ich sagen, das kann man ihm nicht so vorwerfen, habe ich zumindest so empfunden in diesem Spiel. In den letzten Spielen stimme ich dir zu, da war das fast gar nicht gegeben, aber gegen Lazio fand ich, hat das gut gemacht. Müller 1,5 an allen Toren beteiligt, die Labertasche wird in nächster Zeit besonders gebraucht, um alles zusammenzuhalten. Sané 1,5, super nach hinten gearbeitet, nach vorne auch seine Momente. Kane 2, wat mut, dat mut, ne? Ja, vielen lieben Dank für deine Einschätzung. Mord mal, hat sein Ding jetzt gesagt, ne? Cosmica. Mord Malone. Du bist ein bisschen zu streng mit deinen Noten. Andererseits kann dieser Lichtblick von einem Spiel auch bald wieder Geschichte sein. Und ja, Lazio spielte schlechter als ein Bundesliga-Absteiger. Das würde ich noch nicht mal sagen. Bloß die Jungs können es ja, die Form ist es nicht. Es ist die Psyche. Da war TTT Gift. Vielleicht befreit das Erfolgserlebnis ja. Ja, das muss jeder für sich entscheiden, ne? Jetzt auf die Noten bezogen. Das ist völlig fein, wenn ihr das ein bisschen besser seht, als wie ich das sehe. Habe ich gar kein Problem mit. Bernd Biesenkamp, das Spiel sollte man nicht überwerten. Trotzdem haben die mal ein gutes Spiel gemacht. Ja. Benjamin, gestern ging es ja für die Spieler selber wieder was auf der großen Bühne um was. Extrem fragwürdig, wieso es in der Liga so nicht auf den Platz gebracht wird. Naja, gegen Leipzig wurde es auch so auf den Platz gebracht. Ja, noch nicht vielleicht so dieses Spielerische, wobei man sagen muss, dass Lazio natürlich auch, dass Leipzig auch ein anderes Kaliber war wie Lazio, meiner Meinung nach. Aber ja, das hat man schon da auch auf den Platz gebracht, meiner Meinung nach. Und wenn wir von der großen Bühne reden, das Spiel in Lazio war auch eine große Bühne und man hat kläglich versagt.
Let's Plays. Keine Ahnung. War ein ansehnliches Spiel von den Bayern. Die Positionen waren gut besetzt, die Disziplin der Mannschaft zur Ordnung und der Wille zum Gewinnen waren erkennbar. In der ersten Halbzeit sah man auch Tuchel am Spielfeldrand emotionaler und mit Anweisungen. Seine Körpersprache war gut. In der zweiten Halbzeit hat er sich dann mehr zurückgezogen, aber da stand es auch schon 2:0. Meine Noten liegen für deine Dreierkandidaten bei einer 2-, nur die Ecken von Kimmich fand ich wenig gefährlich. Liebe Grüße. Liebe Grüße zurück. Mr. Tino Idole, rot-weiße Grüße. Krumm, Müller wieder sehr schwach, hast du wirklich recht gehabt mit deiner Einschätzung. Das zeigt auch einmal mehr, absoluten Vereinslegenden sollte man keine schwachen Spiele zugestehen. Sorry, ich verstehe den Kommentar gerade nicht. Wahrscheinlich sarkastisch oder was? Keine Ahnung. Kann ich nichts mit anfangen. Wenn du was Ernsthaftes zu sagen hast, schreib's vernünftig. Andi, ich dachte, 4 bis 5 Spieler sollen möglichst ad hoc verkauft werden. Der Trainer bringt's nicht und so weiter. Alles in allem würde ich das nicht allzu hoch hängen. Es war kein Real Madrid. Bei Lazio sieht es in der Liga noch deutlich schlechter aus als bei den Bayern. Auch den Post raff ich nicht wirklich. Was soll dieser Satz hier? Ja, nur weil man jetzt ein ansehnliches Spiel gemacht hat, stellt das den Satz ja nicht in Frage. Das heißt ja nicht jetzt, dass wir die Spieler alle behalten wollen oder den Trainer behalten wollen. Also, ich weiß nicht, wie das sonst gemeint ist. Sorry. Daniel Drössler, wieso hat Tuchel denn eigentlich nicht die Note 2 bekommen? Eindeutiges Spiel, richtige Aufstellung, gute taktische Aussicht und ein schönes Spiel zum Ansehen. Das heißt sicherlich nicht, dass ein Spiel Tuchels vorherige Fehler wieder gut macht. Aber für dieses Spiel allein sehe ich Tuchel ganz klar bei einer 2. Wenn einer den Trainer bei schlechten Leistungen kritisiert, darf er ihn auch bei guten Leistungen dementsprechend loben. Ja, dann tu das doch. Ist doch völlig fein, wenn du das so siehst. Harry Kane, nenne ich dich. Müller gehört auf die Bank, aber als Trainer. Das wäre doch die Lösung gewesen für den Tuchel. Nach dem Totalausfall in Leverkusen hätte man den TT vor die Tür setzen sollen und den Müller als Spielertrainer auf die Bank. Wäre ein kreativer Ansatz gewesen. Captain Kurt, Junge, Sané war die ersten 30 Minuten nicht zu sehen. Welches Spiel hast du gesehen? Ja, anscheinend ein anderes wie du. Corvin, Leute, kommt mal runter. Die Leistung war sehr ordentlich, aber der Gegner echt kein Maßstab. Trotzdem, das tat gut. Wenn es jetzt nicht City oder Madrid ist, dann gibt es noch Chancen auf ein Halbfinale. Herr Bikane, ich fand die Diagonalbälle und die langen Bälle von De Ligt so Hammer. Der Kerl gilt für mich als Gesetz, der muss spielen. So ein Spiel tut richtig gut. Ja, aber das sage ich ja schon seit einem Jahr. Johnny Macaroni, ob die Innenverteidigung wirklich stabil ist, kann sich für mich noch nicht durch ein Lazio-Spiel zeigen. Ja, die Innenverteidigung hat ja auch nicht nur gegen Lazio so gespielt. Das war jetzt nicht nur auf dieses Spiel bezogen. Ja, aber sie ist auf jeden Fall stabiler, als wenn dann Opa und Minjay rumlaufen. Das ist meine Meinung. Niklas, das war mal wieder Bayern-like. Die Mannschaft kann also noch motivieren, auch unter Verletzung. Aber ich glaube, Thomas ist es das wert. C gegen Viertelfinale ist ein guter Tausch zu den Spielern. Pavlovic darf nicht mehr draußen sitzen. Was ein Junge. Jamal auch aufgedreht mit dem Ball wie Thiago früher. Alles in allem Top-Spiel von uns. Hoffe, das ist ein Wendepunkt. Ja, auch das mit dem Pavlovic zähle ich auch schon seit Monaten. Michael. Die Mannschaft hat endlich wieder zusammengespielt, was für mich sehr wichtig war, da das Passspiel gut funktioniert hat. Ja, nach meiner Meinung war Müller mit der Faktor, dass wir das Ding gewonnen haben. Sané regt mich permanent auf, ich komme mit seiner Spielart einfach nicht klar. Danke für deine Analyse, Gruß aus dem Münsterland, Michael. Gruß zurück, Michael. Bayern-Fan Forever, hochverdienter Einzug ins Viertelfinale. Casas, Servus und Glück auf, hatte es mir mal wieder gegönnt und war gegen Lazio im Stadion. War zwar ein teures Vergnügen, Champions League Preise sind echt zum Kotzen, aber hatte sich gelohnt, war eine geile Stimmung. Ja, das glaube ich. Kam auch am Fernseher so rüber, dass eine geile Stimmung war. Die Leistung als Mannschaft war ansehnlich, aber gegen Lazio, die nun wirklich alles andere als einen guten Schnitt haben, habe ich das auch erwartet. Das 1:0 war absolut verdient und auch bitter nötig. Das 2:0 zur Pause war natürlich Gold wert. Da war viel Arbeit drin und man konnte sehen, dass jeder Einzelne die Tore förmlich erzwingen wollte, endlich auch mal wieder als Team. Sané und Kimmich hätten beide zur Halbzeit ausgewechselt werden müssen. Sané wieder der Eigensinn in Perfektion und Kimmich stand in vielen Situationen mit Ball völlig neben sich. Stimme ich dir übrigens zu. Dass beide durchspielen durften, wollte ich nicht verstehen. Ja klar, beide waren bemüht, keine Frage, aber bemüht war im Zeugnis nie eine positive Beurteilung.
Pavlovic hat mir am besten gefallen. Der stand immer an der richtigen Stelle, war hellwach, schlug kluge Pässe nach vorne, löste mit einfachen Körpertäuschungen brenzlige Situationen und übte Druck auf den Gegner aus. Er war Dreh- und Angelpunkt im Spiel, was man im Stadion sehr gut beobachten konnte. Habe ich auch am Fernseher so wahrgenommen. Goretzka war ein ruhiger und sicherer Partner für ihn, der viel organisierte. Vielleicht etwas zu viel manchmal, aber das sah schon sehr gut aus. Ja. Starke Leistung von De Ligt mit einer Körpersprache, die die letzte Saison so ausgezeichnet hat. Als er Immobile, Alter, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Immobilie. Immobilie. Bild. Im Strafraum locker rasiert war das äußerst befriedigend. Ich bleibe dabei, er sollte kommende Saison als Kapitän die Mannschaft anführen. Dass man Kane zum Man of the Match machte, okay, sah ich etwas anders. Für mich war es Pavlovic oder De Ligt, aber gut, ist halt die UEFA, die will Tore sehen. Ja. Jetzt darf man hoffen, dass man im Viertelfinale nicht gleich ein Brecheisen mit Real oder Man City zwischen die Zähne bekommt, hätte Bock auf PSG. Ja, aber vielleicht wäre das auch genau das Richtige, weißt du? Dass du mal nicht so als der Top-Favorit ins Spiel gehst. Vielleicht würde das der Mannschaft sogar gut tun, wer weiß. Lennart, vom Champions League-Titel kann man ab dem Halbfinale träumen. Ja, träumen müssen wir aktuell nicht, denke ich. Velasquez, Dyer und De Ligt harmonieren in der Abwehr. Ohne Upamecano kann man als Bayern-Fan beruhigter sein, keine Tore zu kassieren, die auf seine Kappe gehen. Ja gut, aber das kann es ja bei jedem Spieler sein, der nicht spielt. Ne? Hi Red, das erste Mal, dass ich eine andere Eckstoßausführung gesehen habe und dieses Mal zu De Ligt kam. Endlich geht doch. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg und zum Weiterkommen in der Champions League an alle Bayern-Fans. Danke. Banja, hallo. Ich sagte ja, wird ein 3:0. Heute war es endlich mal eine Mannschaftsleistung und das über 90 Minuten. Zur Benotung kann ich nur sagen, dass keiner schlechter als 3 war und auch einige eine 2+ verdient haben. Klar ist auch, um weitere Spiele in der Champions League zu gewinnen, müssen wir uns trotzdem steigern, aber das war ein guter Schritt. Schade, dass Tuchel so verbohrt ist. Hätte er in die Mannschaft mal richtig reingeschaut, hätte er eine Holding Six schon längst gesehen. Ich habe auch Leute wie du sagten es schon oft genug. Teste Goretzka, neben Pavlovic, das Team überzeugt in den meisten Fällen. Hätte er viel mehr an das Team geglaubt, wäre er noch im Amt. Zum Video, was mir gleich gefallen hat, dass man Leistung auch würdigen kann. Klar war es nicht das Finale gegen City, dennoch war es ein Champions League K.O.-Spiel und das wurde souverän gewonnen. Ja, ganz genau. Ja. Kann ich nur zustimmen. Sissi, what the fuck? Müller war der Beste gestern und mit Guerrero verstehe ich nicht so ganz. Er hat gestern, glaube ich, 20 Mal in Folge den Gegner angeschossen. Also für mich waren gestern Müller, Pavlo und De Ligt die besten. Punkt. Ja, herzlichen Glückwunsch dafür. FC 13. Zu den Flanken bzw. den nicht vorhandenen. Ich kann mir vorstellen, dass in diesem Spiel vom Tuchel der berechtigte Einwand kam, dass die Innenverteidiger von Lazio besser beim Verteidigen beim Flanken sind als bei anderen. Nur mal als Idee. Ja, würde ich dir glatt zustimmen. Wenn wir denn überhaupt mal auch nur in einem Spiel mit Flanken spielen würden. Das tun wir halt nicht. Von daher nicht wirklich überraschend. Kai, servus du Hellseher, das lief ja diesmal schön rund, wie du es erwartet hast. Ich war da von der Erwartung deutlich zaghafter entgegen der natürlich vorhandenen Hoffnung, weil wir alle wissen, was die Mannschaft kann, wenn Wille, Selbstsicherheit und Taktik stimmen und die Qualität auf den Platz gebracht wird. Für mich persönlich war der erste Pluspunkt schon in der Aufstellung Dyer und De Ligt. Wenn es hinten stimmt, bekommt man auch vorn etwas mehr Sicherheit rein. Im Spiel selbst sah man auch keine großen Positionsprobleme und die Mannschaft zeigte sich zum Glück wieder so, dass man zumindest den FC Bayern München erkennt und nicht irgendeine Thekenmannschaft, die nicht weiß, wohin mit dem Ball. Vom Tor war es dann zum Glück auch deutlich besser, als ich erwartet habe. Darauf kann man aufbauen, wenn Tuchel die Jungs nicht wieder durcheinander würfelt, zumindest vollen Körpereinsatz, auch vom Trainer kann man immerhin nicht absprechen. Drücken wir den zäh die Daumen, dass es so bleibt. So schmeckt auch das Bierchen zum Abschluss zur Feier des Tages. Uninteressant, wie schwach Lazio war. Das muss man gewinnen und dies zeigt man auch entsprechend, was in den letzten Monaten nicht immer bei vermeintlich schwächeren Gegnern erkennbar war. Richtig. Nun so sauber die Saison zu Ende bringen und gerne im Idealfall nächste Champions League Runde überstehen, was finanziell natürlich schon für den Umbruch im Sommer gut wäre. Alles gut, im Grunde sind wir dieses Jahr als Fans ja leicht zufriedenzustellen. Ja, das denke ich auch. Legion Ratisbona, es war ein unerwarteter Sieg gegen eine wie im Hinspiel schlechte Mannschaft. Wir haben heute gespielt, wie man spielen muss. Position gehalten, die richtigen Spieler aufgestellt, De Ligt und Dyer eine Macht, die Chancen genutzt und das Ding souverän nach Hause gebracht. Ja, perfekt zusammengefasst. Hätte ich mir mal ein Video schenken können, hätte ich auch so einen Zweizeiler schreiben können. Martin Gerard, bei allem Respekt, Lazio war unterirdisch. Selten so eine biedere Truppe erlebt. Gegen die kann man fast gar nicht verlieren. Ja, kann man fast gar nicht. Ja.
Rishi und Marco haben halt heute zum ersten Mal nicht gegen den Trainer gespielt. Vielleicht hat Eberl ja auch sowas gesagt wie, wer gegen Lazio nicht mindestens 80% gibt, wird im Sommer verkauft. Das glaube ich nicht. Ich denke, Eberl hat bei seiner Ankunft klar gesagt auf der PK, was Phase ist. Martin, Immobilie, so heißt er, ne? Keine Chance gegen De Ligt, war für einen Schrank der gute De Ligt. Inoclip, trotz Leroy Sané gewonnen. Tja, Tuchel, damit hast du nicht gerechnet. Ich glaube schon. Mammut, Tuchel bleibt. Nee. Bayern-Fan, wäre schön, wenn man die Leistung mal konstant zeigen würde. Ja, vielleicht passiert das ja jetzt. Isbocki, Champions League, da geht was im Finale, können wir auch real putzen in einem Spiel, bei Top-Leistung an dem Tag. Aber da musst du erstmal dahin kommen. Las Buna. Also ich fand, das war eine gute bis sehr gute Mannschaftsleistung. Auch Kimmich, den du denn ja schon mehr kritisiert hast, fand ich stark. Auch den Punkt mit den Flanken und dass er sich nicht getraut hätte, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich habe das anders aufgefasst. Ich glaube, dass wir manchmal zu kritisch mit ihm sind. Sonst natürlich mal wieder eine Top-Spieleranalyse. Glück auf. Jo. Jürgen Junge. Nee, Jürgen Jung. Lass doch endlich mal den Kimmich in Ruhe. Nee. Warum sollte ich? Das ist meine Meinung, wie ich seine Leistung gesehen habe. Warum sollte ich ihn dann in Ruhe lassen? Also ich benote jeden Spieler, so wie ich es sehe. Ob der Kimmich heißt, ob der Neuer heißt, ob der Pavlovic heißt und gut ist. So. Wenn Kimmich gut spielt, war sogar schon dreimal die Saison der Fall, habe ich ihn sogar auch über den Klee gelobt. Kann man gerne sich mal angucken. Master D, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber es ist passiert. Da Bayern jetzt noch um einen Titel spielen kann, hoffe ich dennoch, dass Tuchel beim Viertelfinale nicht auf der Bank sitzt. Das Rückspiel gegen Lazio war zwar gut, aber die Gegner werden nicht leichter. Im Viertelfinale könnte es zu wenig sein, wenn man nur ein Spiel gut spielt und man kann auch nicht darauf hoffen, dass man in einem Rückspiel nochmal 3 Buden macht. Vielleicht dreht sich jetzt auch alles, aber das müsste schon ein enormer Wandel sein. Im heutigen Spiel hat mir übrigens nicht gefallen, dass Tell so spät kam und Saragossa gar nicht spielte. Stattdessen wechselt Tuchel Leimer für Sané ein und bringt dann sogar noch Serge Gnabry. Dann hätte man Saragossa auch gar nicht früher holen müssen, wenn er sowieso nie spielt. Er würde Bayern in der nächsten Saison bestimmt mehr helfen können, wenn er bei Granada bis zum Ende der Saison Stammspieler gewesen wäre und nicht Bankdrücker bei uns. Da stimme ich dir zu. Nochmal zur Trainersituation. Mit einem neuen Trainer und etwas Losglück habe ich mehr Hoffnung aufs Halbfinale als mit Tuchel. Vielleicht bekommt man ja tatsächlich einen auf dem Papier leichten Gegner, wodurch der neue Trainer einen nicht so schwierigen Einstand hätte. Ich weiß, dass man jeden schlagen muss, um einen Titel zu gewinnen, aber bei Gegnern wie Real, City und tatsächlich auch Inter müssen wir akzeptieren, dass wir da Außenseiter sind. Und einem neuen Trainer könnte dann das gleiche passieren wie Tuchel letzte Saison gegen City. Natürlich waren die der Favorit und Nagelsmann wäre womöglich auch gegen die geflogen, aber es war halt Tuchel als neuer Trainer, der direkt gegen die geflogen ist. Und so eine Situation könnte sich wiederholen. Wenn es in der Liga jetzt gut läuft, dann behält man Tuchel sowieso und wenn nicht, dann sollte die Champions League Auslosung noch abgewartet werden. Es werden ja wieder Viertelfinale und Halbfinale gleichzeitig ausgelost, also landet Bayern vielleicht sogar in einem leichteren Turnierbaum. Wahrscheinlich läuft es am Ende darauf hinaus, dass man es falsch macht, egal was man macht. Im Nachhinein kann man ja in allen Entscheidungen Fehler finden. Ja, klugscheißen können wir alle immer im Nachhinein. Das war ein ziemlich langer Kommentar und ich hoffe, dass alles nachvollziehbar ist und nicht irgendwo ein Denkfehler hatte. Ja, ein kleines Ding konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Du sagst ja, dass man einen neuen Trainer holen sollte und bringst dann das Beispiel, dass es aber schlecht ist, weil Tuchel letzte Saison auch neuer Trainer war und dann gleich rausgeflogen ist. Den habe ich jetzt nicht ganz verstanden, den Take. Aber du hast ja dann gesagt, dass es am Ende egal ist, wie man es macht. Also wir werden die Saison mit Tuchel zu Ende fahren und fertig und gut ist. Ja. So, ich denke, Tuchel ist ehrgeizig genug, um die Champions League nicht irgendwie abzuschenken. Warum auch? Und wenn man sieht, wer aktuell aufstellt, scheint er ja auch irgendwie seine Gedankengänge ein bisschen sortiert zu haben, ja. Und von daher einfach mal abwarten. Von Spiel zu Spiel, anders geht's eh nicht. The Real Bavarian. Unser Sieg geht definitiv an unsere Fans, die gebrannt haben im Stadion. Heute haben wir gut verschoben. Jeder hat sich bewegt und Musiala war nicht mehr so egoistisch wie sonst. Und das hat sich auf die ganze Offensive ausgewirkt. Stimme ich dir zu? Goretzka für mich einfach ein Ghost. Hin und her geschiebe. Naja, im Sommer hoffe ich auf einen spielstarken Sechser neben Pavlovic. Bei Sané immer noch viel Luft nach oben. De Ligt unser Kapitän für die Zukunft. Und daher einfach underrated. Bei mir nicht. Christoph Brot. Lazio, ein erschreckend schwacher Gegner. Das als Gradmesser zu nehmen, ist etwas naiv. Harry Kane. Hat nicht irgendwelche Titelträume am Laufen gehalten, sondern den Einzug ins Viertelfinale realisiert.
Je nach Losglück geht's vielleicht weiter, aber bei einem starken Gegner ist Ende Gelände. Wer in der Champions League an einen Titeltraum glaubt, ist ernsthaft jenseits der Realität. Ich kann mich nur wiederholen. Wie es der Tuchel auch richtig sagte, von Spiel zu Spiel schauen und gut. Alles andere können wir uns mit den Leistungsschwankungen und den super schlechten Leistungen und den wirklich 2-3 Mal guten Leistungen die Saison auch nicht erlauben. Ach du liebes Füßchen, das Spiel gestern hat wieder deutlich gezeigt, dass Tuchel mit seiner Art aufzustellen die letzten Monate, gute Jungs, Reputation, Langzeitwirkung und so weiter, die Saison sabotiert hat. Pavlo, Dyer und De Ligt sind aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Ich frage mich manchmal, ob ihm das selbst bewusst ist und wie sehr er sich klammheimlich über seine Entscheidung im Nachhinein ärgert. Ja, ist ja auch nicht so, als wenn wir das hier nicht Monate gefordert hätten. Ja, ich weiß auch noch nicht mal, warum er das jetzt gerade so macht. I don't know. Also, frag mich nicht. Tiger Chris, denke am Ende klarer Sieg, aber wenn man am Anfang wie in den letzten Spielen ein dummes Tor kassiert, kann es anders laufen. Ja, hätte Fahrradkette. Am Ende gutes Abwehrverhalten, gefühlt hat Goretzka jede Flanke weggeköpft, das war gut. Ansonsten nach vorne nicht gesehen. Gut, aber er war ja dann auch im Spielaufbau in der Dreierkette der linke Innenverteidiger. Also dann kannst du ihn natürlich auch nicht im Vorwärtsspiel sehen. Ne? Gut, das war ja nicht von Anfang an, aber nach einer gewissen Zeit haben wir umgestellt und dann war es so. Und dann kann Goretzka natürlich nicht nach vorne noch zu sehen sein. Du siehst ja einen Dyer oder einen De Ligt auch nicht nach vorne. Also. Da muss man ihn noch ein bisschen in Schutz nehmen. Pavlovic, klasse, wie er die Bälle verteilt und mit welcher Ruhe, super Übersicht. Kimmich bin ich beide. Ich bin sogar so weit zu sagen, er muss weg in der neuen Saison. Ansonsten bringt er immer Unruhe rein mit seinem Ego. Ja, da gehe ich 100% mit. Haben wir ja vorhin ja schon gehabt, diese Kimmich-Chose. De Ligt war auch für mich immer der zentrale Abwehrchef. Man muss ihn aber auch von Trainerseite aus stark machen und das selbstbewusst bleibt. Das fehlt unter Thomas Tuchel wie auch bei anderen Spielern. 3:0 gewonnen in der Situation, ein gutes Resultat und gut, da jetzt die Spieler weiter Einsatz zeigen müssen bis zum Ende. Cheers. Ja, gehe ich mit. Tani, Kimmich wurde diese Saison jetzt komplett abgesägt. Er wurde dauerhaft die Ausrede genutzt, dass Tuchel den Kimmich ja so spielen lässt und dass alles seine Schuld sei. Jetzt kommt da Pavlovic rein und beweist einfach, dass dies nicht der Fall war. Kimmich muss im Sommer verkauft werden. Ja gut, aber es ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. Sport zum Verrücktwerden, geht doch. Warum nicht immer so? Es ist mir ein Rätsel. Naja, weil jetzt auch endlich mal die Spieler auf dem Platz standen, die standen. Ne, das darf man halt auch nicht vergessen. Und na klar ist natürlich so ein Champions League-Dingen, wenn das deine letzte Chance ist, dich nicht bis auf die Knochen diese Saison zu blamieren, vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Anreiz. Rainer, eigentlich widert mich Bayern an. Diese überhebliche Mir-Samir-Attitude, übermächtig, arrogant, wirkt schon sehr, aber heute habe ich einen sehr demütigen menschlichen FC Bayern gesehen, der sich den Sieg geduldig kollektiv erarbeitet hat. Hat Spaß gemacht, mach weiter so und Halbfinale wartet. Weiter würde ich erstmal nicht gehen. Ja, nee, Halbfinale wartet auch noch nicht. Ja, es wartet das Viertelfinale und nicht mehr und nicht weniger. Und ich glaube nicht, dass wir diese Saison auch nur ansatzweise eine überhebliche Mir-Samir-Attitüde oder ein übermächtig oder ein arrogantes Verhalten in dieser Mannschaft gesehen haben. Wenn, dann hast du das leider komplett falsch interpretiert, weil genau diese Sachen, die du gerade sagst, gehen uns nämlich die Saison komplett ab. Willi der Hüpfer, Leroy war mich mit De Ligt der beste Mann auf dem Platz. Barack Joe, endlich wieder ein sauguter Stadionbesuch. Geil. Ja, freut mich. Konrad, Licht am Ende des Tunnels? Wie will sie? Matthias Kramer, wir müssen anfangen, die positiven Sachen herauszustreichen. Jo, do it. Sammy, zunächst mal Dank an Tuchel mit dem Verein, dass man Pavlo die Chance gegeben hat. Das Team scheint zusammengewachsen zu sein. Es wird auch Sicherheit für die nächsten Spiele geben. Mal schauen, wer es wird. Hoffentlich nicht schon wieder PSG. Mega unsympathisch. Arsenal fände ich sehr spannend, wenn die es schaffen. Wenn nicht, dann gerne Porto. Ja, gegen Arsenal würden wir, glaube ich, relativ wenig Land sehen in der aktuellen Form. Aber wer weiß, wie gesagt, von Spiel zu Spiel. Dass man den Tuchel dankt, dass er dem Pavlo die Chance gegeben hat, ist leider an der Realität vorbeigedacht. Muss ich leider so sagen. Ja, du kannst jetzt vielleicht die letzten 2 Spiele so sehen. Aber
Ich glaube nicht, dass Tuchel da noch wirklich komplett frei gerade aufstellt. Weil sonst kannst du dir diesen Sinneswandel mit De Ligt und Dyer zum Beispiel auch gar nicht erklären. Aber nur meine Meinung. Aber ein Tuchel hat nichts damit zu tun, dass ein Pavlovic gut performt. So rein gar nichts, meiner Meinung nach. Er hat ihn von Anfang an der Saison ignoriert. Obwohl er Kimmich und Goretzka unterirdisch schlecht waren. Ja. Und Pavlovic durfte nur spielen, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gab. Dann durfte er spielen und hat jedes Mal überzeugt und war danach wieder draußen, sobald ein anderer wieder einsatzbereit war. Also das dem Tuchel auf die Fahne zu schreiben, gehe ich leider nicht mit. Hervorragend analysiert von den Top FC Bayern Analysten. Danke. Wie ihr alle abgeht, Matthias Kramer. Gerdo Kurt, keine Ahnung, wie man das jetzt bewerten soll. Jedenfalls hat der Sieg noch mal etwas mehr als 10 Millionen Euro allein an Champions League Prämien gebracht. Also sehr wichtige Sache für den Club. Auch hinsichtlich EM ist es natürlich besser, wenn es noch mal ein klein wenig bergauf gehen würde mit der Stimmung und der Leistung bei den Bayern. Naja, es ist für die Bundesliga ja auch nicht unwichtig, weil es um einen 5. Champions League Platz hinzugeht. Diabolo. XG-Wert wieder top. Kurt Londe, hast du wieder super zusammengefasst. Danke. GB, so, jetzt Tuchel rausschmeißen und fürs Viertelfinale mit einem neuen Trainer vorbereiten. Frank Jerker, dein Resümee von diesem Spiel fühle ich diesmal nicht. Mit Kimmich und Müller hast du ja immer deine Probleme. Für mich war definitiv Müller einer der besten Spieler. Er war an fast jeder Chance beteiligt und hatte viele Ideen. Seltsam, dass du das nicht siehst. Am besten du schaust dir nochmal das Spiel an und schaust, wie viel Vorlagen ergeben hat, die leicht zu einem... Was? Am besten du schaust dir das Spiel nochmal an. Punkt. Und schaust, wie viel Vorlagen ergeben hat, die leicht zu einem Tor hätten führen können. Sané oder auch geführt haben. Nee, Frank, ich werde mir das Spiel nicht nochmal angucken und nein, das ist meine Meinung und das ist völlig gut so. Deine Meinung ist völlig gut so, die akzeptiere ich so, du hast meine zu akzeptieren. Punkt. Ja, Kriet. Schon erstaunlich, dass Pavlovic der einzige Kreative ist, neben Kane. Musiala und Sané müssen beide schneller spielen. Die ziehen Defensive auf sich, ohne was draus zu machen. Brauchen mehr Überraschungsmomente wie von Pavlo. Vielleicht könnte man sagen, dass ihnen Übersicht fehlt. Man hat das Gefühl, dass sie zu viel Instinkt haben und zu wenig Souveränität. Goretzka finde ich gut, weil er hinten arbeitet. Verteidiger und Pavlovic unterstützt. Er ist jedenfalls eher Verantwortungsträger als Kimmich momentan. Das ist richtig. Ich denke, Goretzka ist auch bei den Mitspielern beliebt und respektiert. Die Kommunikation mit Dyer sieht vielleicht ein bisschen nach Ärger. Kommunikation sieht vielleicht ein bisschen nach Ärger aus, können wir aber auch als Leidenschaft interpretieren. Ja, da gehe ich komplett mit dir. Ne? Habe ich ja auch gesagt. Also es ist ja besser, wenn du Spieler auf dem Feld hast, die Verantwortung übernehmen wollen und sich dann vielleicht auch mal kurz aneinander rauschen. Das war bei mir und wenn wir mit den Kollegen gespielt haben, war das nicht anders. Ja? Das ist in der Phase, das ist nach 5 Minuten vergessen. Nach dem Spiel gibt man sich die Hand oder trinkt ein Bierchen und alles ist gut. Ja? Das ist einfach so, wenn man heißblütig und ehrgeizig Fußball spielt. Kane muss viel mehr mit dem Rücken zum Tor spielen, abprallen lassen, dann passieren gute Sachen. Vor allem gegen defensive Gegner, wo man den Ball vorne halten muss. Ja, aber das ist aber anscheinend nicht Harry Kanes Spielweise, ne? GB, Neuer hat keinen Schuss aufs Tor bekommen. Ja, Note 1, oder? Er hat die einfach weggeguckt. SKDD, Guerrero sollte eine 2 bekommen. Er bereitet das 1:0 vor. Er war immer voll da. 3 ist Durchschnitt. 2 ist gut. 3 ist befriedigend. 2 ist gut. GB, leider bin ich zur letzten Viertelstunde eingeschlafen. Boah, das ist erbärmlich, GB. Ja, Kriet, ich auch, du. Eieiei. Erbärmlich, Jungs. Erbärmlich. GB, wir haben unsere IV-Pärchen gefunden. Pavlovic mit super Pässen nach vorne. Ja, aber gut, das haben wir ja schon lange gefunden. Man hat es ja nur wieder auseinandergerissen, weil man meinte, weiß ich nicht. Ja, fragen Tuchel, ich kann es euch nicht sagen. GB, Stimmung im Stadion, Champions League reif. Rom nicht Champions League tauglich. What's up? Ich habe heute das erste Mal über 90 Minuten das ganze Spiel auf dem Platz eine Bayern-Mannschaft gesehen. Klar kann man einiges kritisieren, aber das war echt gut von allen im Vergleich zu den anderen Spielen. Kimmich hat sogar die Pose gehalten. Ja, nicht zu 100%, so zu 80%, 85%. Ja.
Alex, aber sonst stimme ich dir natürlich zu, ne? Alexander, wenn Musiala eine 3, dann Dyer eine 5. Okay, Kopfball muss schon mal zum eigenen Mann kommen. Bild. The Real Tree Gardner. Sorry, aber heute war Müller in Halbzeit 1 bester Mann in einer guten Bayern-Mannschaft. An allen Angriffen beteiligt, eigentlich alle Angriffe mit eingeleitet. Gute Laufwege und gutes Auge gehabt. In Halbzeit 2 etwas weniger aktiv, aber wenn es nach vorne ging, immer wieder mit dabei, wenn es gefährlich wurde. Für mich heute eine gute 2, um Längen besser als Sané. Ansonsten können wir die Noten so stehen lassen. Ja, Martin, verdient gewonnen. Bayern sendet ein starkes Lebenszeichen. Glückwunsch. Jens, bei aller berechtigten Begeisterung über den Bayern, über das Bayern-Spiel, Kimmichs Ecken sind nach wie vor die Hölle. Hölle. Kurt Lonne, schockverliebt, hat mich riesig für euch gefreut. Matthias, jetzt gewinnen wir sie lässig, die Champions League, und hauen alle weg. Ja, da gehe ich auch von aus. Slin, sehr gutes Spiel, Pavlovic genauso wie Müller, sehr gut. Jetzt einfach so weiter, die nächsten Spiele, ohne Wenn und Aber. Ende. Patrice, endlich mal wieder Spiel über beide Flanken- und Angriffskombinationen. Mir hat das Stellungsspiel von Kimmich gut gefallen. Er braucht einfach noch mehr Selbstvertrauen fürs riskantere Aktionen. Pavlovic super, De Ligt, Dyer souverän, Goretzka defensiv stark, Sané im Aufwärtstrend, Kane ohne Worte. Hans im Glück, war wirklich ein gutes Spiel, danke für deine super Analysen. Julings, gutes Spiel heute. Und was man noch einmal wirklich klar und laut sagen muss, Lazio mehr da. Ich kommentiere das nicht weiter. Fanglover, ich weiß nicht, was das heißt. Wahrscheinlich irgendeine Beleidigung, Alter. Von daher lese ich den Kommentar nicht weiter. Ja. Fanglover, an dem Spiel konnte man sehen, wie schlecht die Spieler in den vorherigen Begegnungen waren. Tuchel hat die Kabine verloren. Ja, das fühle ich gerade. Ich frage auch gerade, hä? Also, wenn er die Kabine verloren hat, warum dann jetzt die bessere Leistung? Also, keine Ahnung, kannst du ja vielleicht mal erklären. Harzmann, ein Genuss heute Pavlovic zuzuschauen, stimme ich zu. Jewelry, Top-Spiel gewesen, Pavlovic einfach stark. Nordcore, ich bin schockverliebt. Mit ein bisschen Losglück, Spielglück und Teamgeist kann man die Saison vielleicht noch retten. Wunschlos BVB, PSW. Zum Spiel muss ich sagen, Pavlo begeistert mich immer mehr. Technisch herausragend, ab und zu mal ein kleiner Fehler, aber deutlich ballsicherer als Goretzka, für mich der neue Mittelfeldlenker. User, Müller war echt gut und Sané auch, sogar Goretzka. Ditschmann, Neuer nicht zu benoten, Kimmich 2,5, De Ligt 2, Dyer 2, Guerrero 3, Pavlovic 2, Goretzka 1,5, Musiala 2, Müller 2, Sané 2, defensiv ein Vorbild, Kane 1. Gerard Berger, vielleicht bekommen wir auch einen machbaren Gegner im Viertelfinale. Es muss nicht gleich City oder Real sein. Und wie du es sagst, Tagesform macht den Unterschied. Ja, aber vielleicht stachelt uns ja auch so ein Los wie City oder Real an. Zu Höchstleistung, wer weiß. CB, einfach wow, was eine Top-Leistung von unserer Mannschaft. Endlich standen die richtigen Spieler auf dem Feld. Meine Fresse, ist der Pavlovic geil. Goretzka auch ein absolut starkes Spiel gemacht, freut mich für ihn sehr. Kane verdient Man of the Match, geiles Spiel heute gewesen. Hoffentlich gibt es weiterhin solche Leistungen für den Rest der Saison. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ja, rot-weiße Grüße zurück. User, der Barca soll mal ruhig bleiben. Ist nicht das alles Gold, was er redet? Langsam nervt Barca genauso wie Hamann. Er hätte das nur vorhersehen können. Die Jungs haben echt gut gespielt und Tuchel hat wohl den C gebraucht. Ja. Mick Bundy, gegen die nächsten Gegner keine Chance. Tut mir leid, ihr Bayern-Loser. Ja. Tschüss. Peter Waldbauer, Harry Kane hat 2 Hütten gemacht, von daher bekommt er die Note 2. Was wäre gewesen, wenn er 4 Hütten gemacht hätte? Hätte er dann Note 4 bekommen? Wilder Take, Peter, wilder Take. Harry Kane hat 2 Hütten gemacht. Dasselbe nochmal. Komm, Chris, nochmal ein Herz. Tobias, servus mal besser. Dachte mir, ich bin jetzt schon eine Weile so ein stiller Zuschauer. Jetzt melde ich mich mal. Ein Tell muss in meinen Augen fast immer spielen, wenn wir wollen, dass er die Zukunft ist beim FCB. Rot-weiße Grüße an alle. Ja, gut, da ja dann eine Vertragsverlängerung im Raum steht, ich denke, ein Tell weiß, dass nächstes Jahr auf jeden Fall auf ihn gesetzt werden wird. Ich denke, dass gerade, dass da jetzt schon die Vertragsverhandlungen laufen, zeigt auch ein klares Bild, dass man sich
von dem ein oder anderen Spieler doch sehr wahrscheinlich im Sommer trennen wird. Nur so ein Take von mir. Erik, verdienter Sieg, Glückwunsch, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass im Viertelfinale Schluss ist. Ja, das werden wir sehen, ne? Karl, na, hast du Tuchel Handschrift gesehen? Ich auch nicht. Pavlovic, bester Mann auf dem Platz, der Licht dahinter. War schön zu sehen. Und wie ich sage, die Zukunft wird großartig. Ich hoffe, Sané bekommt jetzt Zeit zum Heilen. PS Goretzka ist mir ein Rätsel. Ja, in der Dreierkette ist er super, aber hat er nicht früher mal Bälle kontrollieren können? Wird. Stefan H. Respekt, mutiger Tipp von dir und genau ins Schwarze. Hast wohl doch Ahnung. Schon wirklich komisch. Kaum spielen die richtigen Spieler auf den richtigen Positionen und der Abwehrchef darf spielen. Schon sieht's nach Fußball aus. Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen, ne? Haben uns ja hier nur auf dem Kanal Monate den Mund fusselig geredet, bis das endlich passiert. Da kann man auch mal einen Sané und Kimmich kompensieren dann. Ja, klar war es nur Lazio, aber wir haben die letzten Wochen ja auch schon gesehen, dass es gegen Mannschaften von dem Format schwer werden kann. Was für mich balsam für die Seele, das heute zu sehen, tat mal wieder richtig gut. Aber Wahnsinn, was Pavlovic da im Mittelfeld anstellt. Das hat wirklich Potenzial, das gefällt mir super. Gut, dass Tuchel den entwickelt hat. Ja, das wird es am Ende der Saison heißen, so weh es tut. Nee, das heißt es ja jetzt schon. Das heißt es ja schon seit 2 Wochen. Ja, Tuchels Vermächtnis, er hat Pavlovic entwickelt. Ja, na klar hat er das. Ganz klar hat er das. User hochverdienter Sieg, die Reise geht weiter. Ich und mein Holz, solide und kontrollierte Leistung, das war total in Ordnung, aber meiner Meinung nach war Lazio jetzt nicht der Gradmesser. Pavlo mit super Pässen, gefällt mir gut der Junge und Harry Kane abgeklärt vor dem Tor, so muss das sein. Smedi, starker Pavlovic plus Killer Kane machen es möglich. Wenn jetzt noch Musiala im Mittelfeld auf der 8 spielt und Tell von Beginn an auf dem Platz steht, spielen wir wieder attraktiven der vorherigen Fußball weiter so. Wäre auf jeden Fall ein Szenario. Ditschmann, wie konzentriert auf einmal alle gespielt haben. Endlich mal keine Herzinfarktgefahr und keine nassen Achseln beim T-Shirt. Man sollte jetzt einfach mal den Abend genießen und nicht von schwachen Gegnern etc. reden. Genau, Ditschmann, kann man auch mal. Ne, wir haben die Saison nicht viele gute Spiele gesehen und dann kann man sich auch mal daran erfreuen und muss nicht jetzt anfangen, irgendwie die Leistung schwach zu reden oder den Gegner schwach zu reden. Am Ende des Tages war es ein Champions League Achtelfinale. Punkt, man ist souverän weiter mit einer sehr überzeugenden, konzentrierten Leistung über 90 Minuten. Punkt. Und das kann man dann auch mal genießen. Hobin, also geht doch. Mir Samir. Chef Raimi. So sieht's aus. Wir freuen uns alle einfach mal. Jet Berger. Das Tor von Müller hat dem Barca die Schnauze zugenagelt. Was der wieder über den Müller abgelassen hat, das war ekelhaft. Wenn Müller das zweite gemacht hatte bei seinem Pfostenschuss, dann hätte der Barca einen Kollaps bekommen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der Barca labert. Ich guck das nicht. Ich kann da nichts zu sagen. Aber anscheinend ist es ja eine schöne Diskussion hier unter euch. Das freut mich immer. Es freut mich immer, wenn ich so Kommentare sehe, wo ihr untereinander agiert. Ob das jetzt irgendwie... Ja, solange das auf einem guten Niveau ist, ist das doch alles schön, Leute. Mev, abwarten, ich bitte euch. Lazio. Ja. Florian Steinberger, hab gleiches Trikot mit WM-Badge. Ziemlich geil und Gold. Aufdruck Hansi Flick. Nummer 6, Ehre. Wem Ehre gebührt. Six Double. Ja, ich habe natürlich keinen Hansi Flick drauf. Ne? Sollte klar sein, oder? Wenn gibt's bei mir die 13 und meinen eigenen Namen. Gerard Berger, weiter so. Für einmal wurden wir belohnt und die Zuschauer im Stadion auch. Ja. Peter Waldbauer, rein in den Bums. Ganz genau. Bavarian Red. Guten Riecher gehabt, mein Lieber. Zum Spiel endlich wieder eine Mannschaft. Jeder hat seine Leistung gebracht. Hervorragend heute Pavlovic, Goretzka, Müller und Musiala. Kimmich willensstark, bringt es aber leider nicht auf den Platz. Die Eckenflanken waren wieder unter aller Kanone. Daher unauffällig, souverän und der Licht ein Tier- und Abwehrboss. Guerrero, mega stark, da kann Davis mal genauer hinschauen. Sané antritt wie eine Maschine, hoffe der Tag kommt und er fängt sich konstant zu spielen. Der Tag wird bei Bayern nicht mehr kommen. Nochmal zu Tuchel, es ist schon schade um ihn, rein um seine Person. Wenn er mal energisch am Spielfeld dran steht oder seine Spieler lächelnd abklatscht, freut man sich schon mit ihm. Ja, na klar, freuen wir uns. Wir freuen uns doch mit unserem Trainer, auch wenn er Tuchel heißt. Ne? Aber nochmal, Tuchel hat sich selber in diese Situation gebracht. Er ist jetzt in dieser Situation und macht jetzt alles auf einmal komplett anders wie die 11 Monate vorher. Warum? Warum konnte man nicht vorher selbst reflektieren? Spätestens mal nach 3 Monaten. Ja? Und nicht alles als gegeben so hinnehmen, weil ich diese Spieler mag. Müssen die unbedingt spielen. So.
Ja, man hätte halt schon vorher die Eier haben können, die man ja jetzt anscheinend gefunden hat, weil man jetzt nichts mehr zu verlieren hat. Und das ist dann in seiner eigenen Verantwortung. Figno! Halla, hallo, halli, hui, ich weiß es nicht. Hallo. Gut, Leute, das war Teil 1. Ich schaue in 2 Tagen nochmal rein, ob noch ein paar neue Kommentare da sind. Dann gehe ich da auch noch drauf ein. In diesem Sinne, bis dann. Ja, servus Leute. Ihr seht, anderes Shirt an, anderer Tag. Teil 2 der Kommentare sind noch ein paar dazugekommen, aber auch nicht super viele. Und von daher würde ich sagen, rein geht's. Christian, 6er kaufen, Pavlovic auf die 8, dann wird er noch besser. Kimmich, hasta luego. Gnabry weg und einen Offensiven holen. Davies verlängert sowieso, alles gut. Ja, du hast leider vergessen, dass ein Goretzka dann auch noch gehen kann. Gerade wenn du noch jetzt einen defensiven 6er holen solltest. Und Sané ist für mich auch nicht haltbar. Ja. Nichts gegen seine Einstellung die letzten Wochen, aber mit dem Talent und der Qualität, die er hat, die er schon bewiesen hat, ist er einfach. Jetzt nach 3 Jahren kann man das, glaube ich, sagen. Viel zu unbeständig, finde ich. Ja. 6er kaufen, Pavlovic auf die 8. Wenn ein neuer Trainer kommt und der gerne mit einem defensiven 6er spielen möchte, ja, gehe ich damit. Ja, ich denke, gerade man hat es gesehen, die Übersicht, die er hat, die ist aber auch für eine Holding Six gut. Ich denke, er könnte beide spielen. Man müsste sich dann halt entscheiden, auf welcher Posi man ihn dann entwickeln möchte. Oder weiterentwickeln möchte oder hinführen möchte. Man darf nicht vergessen, der Junge ist 19 Jahre alt. Ja, da ist also noch alles möglich. Ne? Dass er ein zentraler Mittelfeldspieler ist, definitiv. Aber wie wir gesehen haben, ich denke auch, wenn wir nicht mit einer klaren Holding Six spielen, sondern mit 2 Sechsern, 2 Achtern, wie immer ihr das nennen wollt, ist ein Pavlovic auch um Längen stärker, auch defensiv gesehen, wie es ein Kimmich ist. Ja? Von daher ist das auch eine sehr, sehr gute Variante mit einer Doppel-8. Ja? Wir müssen nicht unbedingt diese Holding Six spielen, nur weil Tuchel das unbedingt so wollte. Ja, das kommt halt auf den neuen Trainer an, der kommen wird, und dann werden wir mal sehen, wo die Reise hingeht. Ich gehe aber mit, dass wir in der Zentrale auf jeden Fall 1, 2 neue Spieler brauchen und Kimmich und Goretzka gerne die Segel streichen können. Christian Loch, heuer machen wir es wahrscheinlich wie Real seit Jahren, Meisterschaft scheiße und Champions League gewonnen, was willst du mehr? ja. Ich sag da nichts zu. I have a dream, ja. Ja, ich habe auch einen Dream, ey. XD, ich sag nichts dazu, muss aber einen Grund haben, warum der Trainer, der Millionen kostet, nicht aufstellen tut. Ihr gewinnt kein Champions League. Finale maximal, wenn ihr Losglück habt. Aha, was ist das denn für ein dummer Take? Also, sorry. Wenn man Losglück hat und im Finale steht, warum soll man dann nicht die Chance haben zu gewinnen? Finale ist ein Spiel des tagesformabhängig. Das ist eine super dumme Aussage. Dann kannst du gerne sagen, ihr kommt maximal ins Halbfinale, wenn ihr Losglück habt und gut ist. Ja. Das ist noch irgendwo ein Argument mit Hin- und Rückspiel. Da setzt sich am Ende eigentlich die Qualität durch. Aber in einem Spiel kann alles passieren. Du kannst 2 unberechtigte Elfmeter kriegen. Ja? Dann guck dir jetzt Leipzig gegen Real Madrid an. Also trotz Fahr. Ja? Und gut ist. Und schon hast du das Ding gewonnen. Also die Aussage ist ein bisschen dumm leider. Trotzdem heute ihr Rom, gerade was den Trainer angeht. Ach Junge, komm, weißt du was? Ich habe schon eigentlich zu viel von dir vorgelesen. Verpiss dich einfach von diesem Kanal, ey. Kleiner Spacken, Alter. Junge, es ist ja völlig okay, wenn ihr den FC Bayern nicht mögt und wenn ihr was zu kritisieren habt, ist doch auch völlig okay. Ich habe ja auch kein Problem darauf einzugehen, ja. Aber diese Art und Weise, habe ich keinen Bock mehr drauf, blende ich aus. Tschö. Chico, war ein richtig gutes Spiel. Glückwunsch an Mannschaft, Trainerteam, alle Mitarbeiter beim FCB und uns allen Fans. Liebe Grüße. Liebe Grüße zurück. Der Lütsche? Gute Analyse, vielen lieben Dank. Oldschool, für mich die Schlüsselszene in der ersten Halbzeit. Immobile köpft, ich hab's gelernt, Alter, köpfte den Ball am Tor vorbei.
Die Führung für Lazio wäre total unverdient gewesen, aber ich befürchte, dann wären wir wieder eingebrochen. Nee, wären wir nicht. Wie so oft in diesem Jahr. Nee, wären wir nicht. So war es insgesamt eine überzeugende Mannschaftsleistung und mit Kampf und Teamgeist haben wir die Tore dann auch erzwungen. Wir hatten erfreulich wenig Ballverluste und Fehlpässe heute. Trotzdem, ich habe innerlich erst ab der Nachspielzeit daran geglaubt, dass wir durch sind. Ich nicht wirklich, aber ich hatte ja schon vor dem Spiel eine andere Meinung. Auch gegen Leipzig sind wir nicht auseinandergefallen nach dem Gegentor. Also, ja, und dafür steht da Eric Dyer und De Ligt und nicht mehr hibbeliger Opa und super hibbeliger Minjay. Ja, das darf man halt nicht vergessen. Ja, da steht viel, viel mehr Ruhe und Gelassenheit in der Innenverteidigung. Nein, wir werden nicht auseinandergebrochen nach dem Tor. Aber hätte, Fahrradkette, wer weiß das schon, ne? Ist nur meine Meinung. Das kann ja jeder anders sehen. Ah nee, jetzt können sie mit Tuchel doch weitermachen, läuft doch wieder. Ja, na klar. Ja, komm, ich gebe dir trotzdem Herzchen. Aber nein, natürlich nicht. Kai schockverliebt. Nee. Vielleicht darf man Saragossa und Tell spielen. Gibi. Ja, ich habe gerade einen Taktikfuchs aufgenommen. Bei mir würden die beiden spielen. Herbert, der Meinung bin ich auch, De Ligt Kapitän. Ja, ey. Wie gesagt, man muss halt einfach mal dieses über Jahre gewachsene Gebilde, ich hätte jetzt fast gesagt Geschwür, was da an Führungsspielern den Mannschaftsrat stellt, sprengen. Punkt. Ja, da müssen neue Charaktere rein, die Verantwortung muss neu verteilt werden. Es ist an der Zeit in der kommenden Saison. Und ich denke, das wird auch passieren. Ich hoffe es zumindest, ja. Kimmich, seine Ecken sind zum Kotzen, das sollte er bleiben lassen. Ja, aber es ist ja nichts Neues. Freeman, Pavlovic bester Mann und gerade wegen seinem Alter und der wenigen Minuten, die er bisher hatte. Note 1 für Pavlovic, Kai. Wenn man ihn mal ganz genau analysiert in diesem Spiel, diese Spieleröffnung und gerade wenn man denkt, da geht nichts mehr, kommen diese Pässe aus dem Nichts, die dann den nächsten Angriff einleiten. Weltklasse. Ja, Weltklasse. Ich sehe deine Kappa, alles gut. Ich kann mit Weltklasse immer relativ wenig anfangen. Aber ja, das ist ja, was ich auch gesagt habe, ne? Gerade unter Druck, wo du das gewohnt bist, deswegen ist das so ungewohnt für uns, ja. Du bist gewohnt, ach ja, steht in der Pose, da kommt wieder der Rückpass auf den Innenverteidiger, und da macht er halt einfach was ganz anderes. Das kennen wir ja gar nicht. Das siehst du ja unter dem Kimmich oder einem Goretzka, die da stehen gar nicht, weil die gar nicht die Fähigkeiten dafür haben. Das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Aber Pavlovic hat diese Fähigkeiten, ja, und da macht er halt diese Dinge und deswegen ist das für uns so schön anzusehen. Es gibt leider zu viele Neider und keiner spricht es wirklich aus, dass er auf der Sechserposition ebenso ein Jahrhunderttalent ist. Unfassbar, mit diesem Alter so eine Übersicht und solche Spieleröffnungen sowie Bindeglied zwischen Abwehr und Mittelfeld, Sturm schon zu sein. Ja, da gehe ich mit. Ja, Jahrhunderttalent, weiß ich nicht, ist mir am Ende auch egal, aber welche Ruhe. Aber das schon vom Anfang an, im ersten Spiel schon in Dortmund, wo er reinkam, ja, wo er selber gesagt hat, er war super nervös. Er war da schon ganz abgebrüht, ganz ruhig am Ball, ist nicht hibbelig, ist nicht fickerig. Du hast nie das Gefühl, wenn Kimmich den Ball hat und er wird angelaufen, dann musst du hoffen und beten, genau dasselbe beim Goretzka. Das hast du bei ihm nicht. Ja, bei ihm hast du nicht das Gefühl, dass da irgendwie komische Sachen passieren können. Ne? Klar hat er noch ein paar Sachen, woran er noch arbeiten muss, mal so ein bisschen cleveres Verhalten im Zweikampf teilweise noch. Aber der Junge ist 19, ne? Hat ganz, ganz wenige Spiele erst gemacht. Also, und wie du es schreibst, welche Ruhe, welche Übersicht er hat, welches Bindeglied er ist. Ja, er hat ja dann den alleinigen Sechser gespielt. Goretzka war dann in der Dreierkette. Also er war der alleinige in der Mitte. Und das war super. Ja? Also jeder, der das anders sieht, der versteht dann den Fußball nicht so. Oder sieht den Fußball halt anders. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Also, und Neider weiß ich nicht. Also, man muss an ihm festhalten, man muss ihn jetzt bis zum Saisonende da auf der Posi spielen lassen, egal wer immer fit wird oder nicht und gut ist. Ne? Ganz einfache Kiste. Bin nach wie vor der Meinung, dass er viel zu kurz kommt. Ja, na klar. Bei Experten und Presse immer im Hinterkopf behalten das junge Alter und die wenigen Spielminuten bisher und diese Leistung. Ja, aber diese Leistung hat er ja wirklich in jedem Spiel gebracht. Ne? Gut, gegen Leverkusen ist er halt mit ein bisschen untergegangen, aber selbst da war er noch der auffälligste. Also. Aber habe ich schon in der Hinserie gesagt. Ne?
Und deswegen auch immer diese Argumente von vielen Leuten, ja, wir haben ja gar keine Alternativen, der Kader ist so schlecht. Du hast immer die Alternative Pavlovic gehabt. Du hättest halt einfach nur einen Kimmich und Goretzka in Frage stellen müssen, was wir nie getan haben. Ja. Also ich bin da zu 100% bei der Freeman. Bilal, gestern Abend super Leistung von allen. Dies Hamann, ich muss sagen, das Spiel macht zumindest insoweit Mut, als dass wir im Zweifel noch in der Lage sind, was zu reißen. Champions League Sieg ist unrealistisch, das sollte uns aber nicht davon abhalten, mindestens ins Halbfinale zu kommen, zumal die UEFA für die erreichte Phase auch Gelder auszahlt, mit denen wir in der nächsten Saison für beispielsweise Transfers arbeiten können. Ob ein Weiterkommen Pflichtaufgabe ist, kommt meines Erachtens auf das Losglück an. Sollten wir Barcelona, das gerade nicht gut drauf ist, Napoli, Eindhoven, Leipzig oder den BVB bekommen, ist das Halbfinale meines Erachtens Pflicht. Sollten wir Man City oder Real kriegen, wird es schwierig. Naja, wenn man jetzt mal schaut, wie Real gegen Leipzig, weiß nicht, ob das jetzt auch so souverän war, weitergekommen ist. Ich habe es ja schon mal gesagt. Wir haben Qualität im Kader, wir haben eine Menge Erfahrung im Kader. Und wenn Tuchel die Spieler auf den richtigen Positionen aufstellt und die richtigen Spieler hinstellt, haben wir ja gesehen, welche Sachen möglich sind. Und lass sich das doch jetzt vielleicht noch mal ein bisschen entwickeln in den kommenden Spielen. Und vielleicht macht das so eine Mannschaft ja noch ein bisschen heißer, wenn dann da halt nicht als Beispiel Eindhoven steht, sondern Real Madrid oder Manchester City. Ne? Ja, wir müssen jetzt nicht anfangen zu träumen oder das irgendwie übermäßig stark reden, die Leistung gegen Lazio, gar keine Frage. Wir müssen uns jetzt aber auch nicht unter Wert verkaufen. Ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Mr. Crucifixon, hab das Spiel leider nicht gesehen, da nach 13 Stunden Arbeitsschicht im Schacht war. Ja, das ist völlig verständlich, ey. Danke für deine kostbare Zeit und die damit verbundene Analyse. Gehe oft konform mit dir, daher gehe ich davon aus, dass dein Video das Spiel gut wiedergibt. Einziges Kommentar von meiner Seite, De Ligt, Pavlovic, Tel und Kane werden auf kurz und lang unsere neue Achse werden. Jeder neue Trainer, der das nicht sieht, braucht gar nicht erst unterschreiben. Ist neulich. Ja, sehe ich ähnlich. Ne? Also ich denke, gerade De Ligt, Pavlovic sollte außer Frage stehen. Und ich denke, auch die Vertragsverlängerung von Tel zeigt ja, dass man auf ihn setzen möchte im Verein. So, und nochmal, was gibt es denn Schöneres für so einen Spieler wie Tel, der sich ja auch 100% mit dem Verein identifiziert, sonst hätte er den Vertrag auch nicht verlängert, nochmal ein Jahr oder 1,5 oder 2 vom Harry Kane zu lernen und zu profitieren. Ja. Es wäre halt schön, wenn der neue Trainer vielleicht mit einer Doppelspitze spielen lassen würde mit Tel und Kane, ja, dass Tel halt noch ein bisschen mehr mitnimmt von Harry. Dann, ja, es ist die Zukunft einfach. Ja. Also, die Qualität hat er dafür, er braucht die Spielzeit. Sieht man an Pavlovic, der die Qualität hat, gib ihm die Spielzeit, gib ihm die Erfahrung, die er sammeln kann. De Ligt steht für mich außer Frage, habe ich schon vom Anfang der Saison gesagt, ist für mich der klare Abwehrchef, einfach weil er kommuniziert und diese Ausstrahlung hat. Und dann hast du eine Achse. Ja, na klar. Im Idealfall natürlich verpflichtest du noch irgendjemanden fürs zentrale Mittelfeld, vielleicht der Erfahrung hat. Aber wenn ich überlege, dass du dann so einen Eric Dyer noch in der Innenverteidigung hast, der super viel Erfahrung hat, glaube ich auch, dass das auch nicht mehr nötig ist. Kannst du auch einfach nochmal einen Jungen mit viel Talent neben den Pavlovic stellen. Ja. Natürlich ein gewisses Risiko, aber wenn man sieht, wie abgeklärt ein Pavlovic schon spielt in seinen jungen Jahren, also ja, kann man dieses Risiko meiner Meinung nach auch eingehen. Dude, zu Kimmich, 100% Long Passes completed, 100% Dribbles completed, 100% Tackles won, 97% Pass Accuracy, 4 Chances created, die meisten. Zu sagen, offensiv hat er nicht stattgefunden, ist halt faktisch falsch. Ja, ist doch nicht schlimm, wenn das faktisch falsch ist. Meine Meinung, da kannst du auch nicht ändern. Da kannst du gerne noch so viele Statistiken rauskramen, wie du willst. Ich kann ja Statistiken auch rauskramen, die was anderes aussagen. Also ist doch alles Jule. Jedem seine Meinung. Hobby, Tell, brutal, brachial, genial. Ergi, Lazio weiß selber nicht, wie sie ins Achtelfinale gekommen sind. Lange her, dass ich so ein blindes und ungefährliches Team im Champions League Achtelfinale gesehen habe. Jo.
Kannst du gerne so sehen. Jens, war ja nur, will ich echt nicht mehr hören, war ja nur Saarbrücken, war ja nur Bochum. Ja, ja, das hätten sie gesagt, wenn man gegen diese Mannschaften gewonnen hätte. Hat man aber nicht. Minas, was ich vom 319er Block der Arena gesehen habe, ein hervorragender Pavlovic, der ständig nach vorne, aber mit Sicherheit den Ball spielte, Räume abgedeckt hat. Ein Kimmich, der gut nach vorne aufging, aber für keine Flanke sich zutraut, Ja, wenig die Position gespielt, aber deutlich weniger Kopfschmerzen verursacht als Mittelfeldspieler, aber generell wenig. Ein Müller, der mindestens 3 bis 4 Male nach Ball nach vorne mit der Hand zu den anderen zeigte, denn es gab freien Raum und hatte Abstand vom Gegner. Des Trainers fehlende Arbeit. Und daher und De Ligt, die nie wieder raus aus der Startelf. Die haben Chemie, fußballerische Intelligenz und schnell an Entscheidungen. Kane besser als vorige Spiele, wenn neue Spieler kommen, dann rückt er nicht so zurück als Position während des Spiels, denke ich. Jetzt sieht er, dass die Mannschaft manchmal nötig hat, leider. Ja, ich denke einfach, wie ich schon sagte, eine zweite Spitze wird ein Harry Kane gut tun. Weil er ist ja schon diese Art Stürmer, der sich halt auch mal gerne auf die Zehnerposition fallen lässt. Ja, einfach mal gerne vorne ein bisschen rausgeht und nicht da nur bei den Innenverteidigern steht und Händchen hält. Er braucht dann halt einfach nur den Spieler, mit dem das abgestimmt ist. Hat man ja auch bei Tottenham gesehen mit Son. Der dann halt nach vorne reinstößt, ja. Ja, da ist ein Tell prädestiniert für. Also, wäre mein Take, aber ja, es war auf jeden Fall schon besser und ja, mal gucken. Ich bin guter Dinge für die Zukunft, hört sich wild an. Ja, aber so ist es. Burkhardt, auch Sané war deutlich besser. Ja, Burkhardt nochmal. Die Bewertung von Leon Goretzka ist fast wie immer bei dir. Total ungerecht. Leon Goretzka vor Lazio. Ja, kannst du wieder deine Statistiken aufzählen. Das kannst du dir gönnen. Das ist völlig okay. User, freut mich für die Mannschaft und Glückwunsch an alle, die für den FC Bayern sind. Und an dich, Kai. Analysen, Prognosen, Kommentare sind professionell und emotional. Danke dafür. Der FC Bayern müsste auf dich zukommen, ob du nach jedem Spiel ein Statement analysierst. Ach so, das hatten wir schon. Perfekt, bin ich ja durch. Leute, nochmal, um das klar zu sagen, ja, ich wiederhole mich da gerne noch das ein oder andere Mal. Ich habe natürlich schon die Logos für Mainz drin. Leute, ihr könnt völlig anderer Meinung sein. Ihr könnt auch Statistiken rauskramen, die sagen, dass sie die geilsten Spieler dieser Welt sind. Das ändert nichts an meiner Meinung. So, ja, ich setze mich nicht hier hin, mach das Video, sag meine Meinung und sage, du da auf dem Platz musst dieselbe Meinung haben. Nein, das ist mir scheißegal, welche Meinung du hast, um das mal klipp und klar zu sagen. Ja. Du kannst das komplett anders sehen. Wenn ich eine Note 6 einen Spieler gebe, kannst du den als Note 1 sehen. Und dann kannst du dich auch an irgendwelchen Statistiken hochziehen, die das aus deiner Sicht belegen. Das ist für mich völlig fein. Ja? Aber immer dieses Versuchen dann so, ja, du musst das jetzt aber so sehen, weil die Statistiken das zeigen. Nee, muss ich nicht. Punkt. Ja. Fertig aus. Muss ich einfach nicht. Fertig. Ich gucke mir das Spiel an, 90 Minuten, bilde mir meine Meinung in diesen 90 Minuten und gebe die kund. So, und entweder teilt man teilt die nicht und gut ist. Ja, du musst dich da nicht angegriffen fühlen von meiner Meinung. Du kannst dir da gerne sämtliche Statistiken rauskramen, die dann gewisse Benotung oder Meinung widerlegen. Ja, mach das, gönn dir. Ist mir scheißegal. Um das mal klar zu sagen. Ich hoffe, das ist jetzt endlich angekommen. Ja. Es ist für mich völlig fein, dass ihr eine andere Meinung habt. Ja. Und wenn du das mit deinen Statistiken, die du dir da raussuchst, untermauern kannst, ist das doch schön. Ja. Aber deswegen musst du doch nicht verlangen, dass ich jetzt sage, mich hier hinstelle und sage, oh nee, ach ja, echt? Das waren die Statistiken? Wow. Nee, dann war der Goretzka aber der beste Mann auf dem Feld. Nee, das wird nicht passieren. Ja. Statistiken ist die eine Sache, auf dem Feld sind andere Sachen auch noch wichtig. Und nochmal, wenn ihr eine andere Meinung habt, Leute, völlig fein. Ich akzeptiere jede Meinung, die ihr habt. Ja, ich fühle mich davon nicht angegriffen oder sonst was. Aber versucht nicht immer, mich zu belehren oder mir dann zu sagen, so, du musst das jetzt aber so sehen, hier hast du die Statistiken. Nee, werde ich nicht, muss ich nicht. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich bedanke mich für eure Kommentare und an dieser Stelle wie immer vielen lieben Dank für euren Support. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support.
Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.